Ich bin Katrin Kohl, schon 20 Jahre, ich wohne zu Dickrich, ich arbeite beim CDRO und ich bin aktiv Rennrollstuhlfahrerin. Wie viele Leute gehen ich gerne Kaffee trinken, aber bei der Restauration sind ich echt bei der italienischen oder japanischen Küche. Beim Ankommen bei einem Restaurant, Hotel oder Café sind die größten Herausforderungen, mal zu wissen, ob du Treppen für draußen sind, ob ein Ramp da ist, ob just ein Treppleger ist, den dann noch vielleicht noch am Rollstuhl so hinkriegt. Dann gibt es auch noch die Herausforderung von den Tieren, die oft noch nicht automatisch oder auch nicht mit einem Knöpfchen automatisch abgehen und dann eben schwer für als Rollstuhlfahrer abzukriegen sind. Auch wir müssen heinz auf Toilette, dafür wäre es wünschenswert, wenn den direkt am Anfang gehen gesucht kriegen, ob eine adaptierte Toilette da wäre, aber ja, wo sie ist, für dass den Hanno kann, wir sehr dahin fahren. Dann ist es wichtig, dass genug Platz da ist, für dass wir als beim Rollstuhl auch bewegt kriegen, für zum Beispiel bei den Tisch, dass nicht die anderen Leute auch rempelt. Dann muss genug Platz sein beim Tisch, dass ihr auch unter den Tisch könnt, dass den Tisch nicht wieder die Knie könnt. Ich könnte mir wünschen, dass mal direkt mit mir persönlich geschwätzt wird und nicht mit meiner Begleitperson, weil ich kann eben auch für mich selber dezidieren und auch manchmal am besten für mich selber schwätzen. Heute brauche ich natürlich aber auch Hilfe, aber da wollte ich mich fragen, wie und wo ich mir helfen kann und nicht einfach mich oder meinen Rollstuhl aufpacken oder drücken. An der Interaktion mit als Rollstuhlfahrer ist wichtig, wenn zum Beispiel die Interaktion eben mehr lang ist, dass den sich dann auf uns Hecht begeht, für das wir nicht immer müssen raufgucken bei den Leuten, weil wir die Leute aber auch gerne an das Gesicht gucken. Bei Self-Service wäre es natürlich wünschenswert, wenn Personal sich gegen anbieten, für Sachen auf den Tisch zu bringen, weil es für als Rollstuhlfahrer schwierig ist, das selber zu machen, ohne dass etwas rauffällt. Wenn ihr zum Bezahlen könnt, machen wir das natürlich am liebsten um Tisch oder wenn eben just unter Take möglich ist, am besten rundherum kommen, für das wir auch gesehen was Bezahlgerät steht und dass wir so mehr Vertrauen können bezahlen. Bei einem Recensement von 2021 ist rausgekommen, dass 15% von unserer Bevölkerung eine Behinderung hat und auf der zweiten Platz bei dem physischen Handicap. Und dafür wäre es wünschenswert, für all die Tipps umzusetzen, für dass der Sektor auch in Zukunft mehr Klienten kann empfangen kann.